Heute geht es um die öffentlichen Transportmittel. Wir Schüler fahren jeden Tag mit dem Bus oder Zug zur Schule. Nur die wenigsten fahren mit dem Auto. Aber wie kommen die Erwachsenen zur Arbeit? Wir haben sie gefragt. Wie kommen Sie täglich zur Arbeit? Ich nehme jeden Tag den Bus. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Warum nehmen Sie dieses Transportmittel? Aus dem einfachen Grund, weil ich erstens mal keine Lust habe, täglich mit dem Auto im Stau zu stehen, wie so viele Leute das machen. Dann sind sie gestresst, kommen gestresst zur Arbeit an. Und außerdem ist es viel gemütlicher, mit dem Bus zu fahren. Kann man gemütlich Zeitung lesen, Musik hören oder wenn man müde ist, noch schlafen und man kommt trotzdem zur Arbeit. Weil es schneller geht? Weil es schneller und flexibler ist. Weil ich mich fragen muss mitbringen, was auf der ersten Straße auf der Billbank schafft. Sonst kann ich natürlich auch mal im öffentlichen Transport kommen, aber hat schafft verschiedene Zeiten. Dann ist es nicht immer so einfach, mal im öffentlichen Transport, von dem mal ein bisschen eine Verspätung wird oder so, dann kommt das nicht mehr zur Zeit auf seinen Job. Wie lange nehmen Sie dieses Transportmittel schon? Seit ich 18 bin. Seitdem ich meinen Führerschein habe, 19 Jahre. Wo ich bestürzt bin, das heißt von denen an und Schulen. Seit ich arbeite, das heißt eigentlich seit mehr als 20 Jahren. Und muss ich sagen, in dieser Zeit war ich nie traurig, dass ich den Bus genommen habe, sondern habe mich immer wieder darüber gefreut, weil es eben einfach gemütlich ist. Im Winter steigt man in einen warmen Bus und nicht ein kaltes Auto. Im Sommer sind die Busse meistens klimatisiert, sodass das eigentlich sehr angenehm ist. Natürlich ist unsere Reportage nicht fertig, denn zum Abschluss sind wir noch zu Minister Bausch, der Minister der Umwelt und des Transports, gegangen und haben ihnen die Antworten der Leute vorgelegt. Was sind Ihre Aufgaben und Verpflichtungen als Umwelt- und Transportminister? Meine Aufgaben sind einerseits die Bürger und die Umwelt zu schützen, das heißt Auflagen zu machen, Gesetze, Reglemente, die dafür sorgen sollen, dass unsere Umwelt möglichst intakt bleibt, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Umweltschutz ist auch Menschenschutz, weil ohne unsere natürlichen Grundlagen können wir als Menschen hier nicht überleben. Was ist Ihre Meinung zum öffentlichen Transport in Luxemburg? Funktioniert alles einwandfrei oder gibt es da hin und wieder kleine Probleme? Nee, das funktioniert bis jetzt nicht einwandfrei. Wir investieren aber sehr stark in den öffentlichen Transport. Das ist Schienenbau, wird sehr stark ausgebaut. Die neue Tram, die jetzt zum Teil schon läuft und noch ausgebaut wird. Das Bussystem wird überarbeitet, also der ganze öffentliche Transport müssen wir besser verknüpfen mit Fahrrad, mit zu Fuß gehen, mit dem Auto. Und das ist jetzt voll im Gange. Das heißt, bis 2025 würde ich sagen, wenn wir dieses hohe Investitionsniveau aufrechterhalten, wird der öffentliche Transport ganz anders aussehen und eine viel bessere Qualität haben und viel effizienter sein als heute. Wir sind die Erwachsenen fragen gegangen, wie sie zur Arbeit kommen, und viele haben gesagt, dass sie eher das Auto nehmen, weil das viel flexibler ist und sie dann viel schneller auf der Arbeit sind, weil die Busse ja auch manchmal Verspätung haben. Wie stehen Sie zu den Antworten der Leute? Also zuerst muss ich mal sagen, dass viele Menschen gar nicht wissen zurzeit, welche andere Möglichkeiten sie überhaupt haben. Das heißt, dass wir so in einen Reflex verfallen sind, um immer zu glauben, dass von vornherein das Auto das bessere Verkehrsmittel ist. Das entspricht aber nicht der Realität. Und schon heute gibt es viele Möglichkeiten, damit ich verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombinieren kann. Zu Fuß gehen mit Fahrrad, mit Bus, mit Tram, auch mit dem Auto natürlich. Auto gehört dazu. Man muss das nur ordentlich kombinieren und sich einige Fragen stellen. Das heißt, den Reflex ablegen, damit, wenn ich morgens aufstehe, mir mal die Frage stellen, was ist denn mein Ablauf heute, mein Tagesablauf und wo muss ich hin? Und dann wirklich zu schauen, was sind die Möglichkeiten, die ich habe. Und da werden wir auch im September jetzt eine neue App herausbringen für Smartphone, also für iPhone oder andere Smartphones. Und diese App berechnet mir sofort, wenn ich eingebe, ich möchte mich von A nach B bewegen, welche Möglichkeiten habe ich, was ist das Effizienteste, was kostet das mich, damit ich mal wirklich einen objektiven Überblick bekomme über die Fortbewegungsmittel, die es gibt. Und im 21. Jahrhundert, davon bin ich sowieso überzeugt, auch mit der Digitalisierung jetzt im Transport, wird die Multimodalität, das wirklich intelligente Nutzen der verschiedenen Verkehrsmittel, die es gibt, wird im Vordergrund stehen und nicht mehr ausschließlich das Auto. Und wie kommen Sie zur Arbeit?
Ich komme jeden Morgen oder fast jeden Morgen mit dem Fahrrad. Ich wohne in Bel Air und ich habe bis zu meinem Ministerium ungefähr 3,5 Kilometer Strecke. Das mache ich, weil das für mich bei weitem das schnellste Fortbewegungsmittel ist. Ich mache das auch das ganze Jahr über und ich bin dann immer sicher, ich brauche maximal noch 8 bis 10 Minuten bis zum Ministerium. Und wenn ich das Fahrrad mal nicht nehme, aus irgendeinem Grund, dann gehe ich meistens komme ich zu Fuß, brauche ich natürlich 35 Minuten, das ist ein bisschen länger. Aber ich bin jetzt fast 5 Jahre in diesem Ministerium. Ich bin in den 5 Jahren vielleicht zweimal mit dem Auto hinbekommen. Ansonsten immer Fahrrad oder zu Fuß. Wir danken dem Minister für seine Zeit, allen unseren Interviewpartnern und alle anderen, die uns geholfen oder unterstützt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's jetzt. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.